An 60er, Ufang 70er Jahren, d'Arbeit gehört zu den weltweit größten Stahlproduzenten. Sie hat Wirker an einer ganzen Reihe europäischer Länder, macht darüber raus wie beispielsweise die Implantationen von der Belgo Minera in Brasilien. Für allem ist aber die Bedeutung vom Konzern für Lützeburg enorm. Ein Viertel von der aktiven Population arbeiten an der Stahlindustrie. An ihre Aktivitäten machen über 40% vom Lützeburger Bruttoinlandsprodukt aus. Es hat geboomt, während Jahren außergewöhnlich stark. Geboomt an dem Sinn, dass alle Produktionsrekorder gebracht sind, dass ganz nur an Grenze von 7 Millionen Tonnen Stahlproduktion kommen. Es waren bald 30.000 Menschen an der Stahlindustrie direkt beschäftigt. Das waren Stahlarbeiter einerseits, das waren auch nach leidenden Minieren, das wir nicht vergessen. Wie ich an der Primärschule war, kann ich mich erinnern, gelernt, Lützeburg vor das 7. größten Stahlproduzenten Land, das überhaupt Guinness. Wir waren Nummer 5 an der, was Minet nu geht. Also Lützeburg war auf der Welt mit seinem Fendel winziger Stahlindustrie. Das Land an einem grossen Teil von seiner Bevölkerung hängt eng vom Schicksal von engemeinzigen Industriesektor, der Siderurgie, respektive engemeinzige Konzern, der Arbeit auf. Biselo war das eine Erfolgsgeschichte, aber das auch nicht ungefährlich. Es war immer der Willen von der Regierung für eine gewisse Diversifikationspolitik zu machen und nicht nur lang aufhängig zu gehen von der Stahlindustrie. Aber muss ich so ein Stahl, die Stahlindustrie, den hatte so ein Pouvoir am Lützeburger Land, das war praktisch ein Staat, am guten Sinn vom Wort, gewiss so. Ugangs 70er Jahren drummt an der Stahlindustrie. Es wird mit Hochdruck produziert. Die Siderurgie war damals an einem Boom, dass immens investiert gin. Ich kann mich erinnern, wir haben einen Kollektivvertrag aufgeschlossen mit 11% Lohnerhöhung. Das war enorm. Ich kann mich erinnern, dass ich mich damals beim Direktor zu dem Verding 4 gestaltet habe. Und dann ich den Direktor, das war Herr Peters damals, den gefragt habe, wie hier in Zukunft gibt gesehen von der Siderurgie, also da lief dir nicht, dass die Heijöwen nicht mehr dämpen. An damals waren nach 10 Heijöwen zu dem Betrieb. An der Zeit bis vor der Krise waren Drobenke nach schüss 3, die am Betrieb waren. An 1981 habe ich dann erlebt, dass tatsächlich kein Heijöwe mehr zu dem am Betrieb war. 1975 verdeistern sich die Wolken im europäischen Stahlhimmel ob einmal rapid. Die größten Employer zu Lützeburg geraten unter Druck. Zu dem als Schiedverein engagiert, ging ich nicht mehr an die Nachbarschaft vom Büro d'Embauche kommen. Du sind nach massiv Leute engagiert gehen. An Ende 1975 nun also Banke aber auch genauso drastisch Krise kommen. Die Ursache von der Krise, der Petrolschock von 1973, hat die Energiekosten an die Luft getrieben. Der Petrolspreis hat sich vervierfacht. Die Strassen, nicht nur am Grand Duché, bleiben idle. Nachfrage nach Stahlprodukten ist gleichzeitig zurückgegangen. Daneben das Absence in Asien auch nach neue Konkurrenz erwuchs. An der Welt, en particulier an Japan, sind neue Stahlkonzerne abgegangen, neue Stahlsitten abgegangen. Zum Beispiel auf engem Sit 10 Millionen Tonnen Stahl, 1974 6,4 Millionen gemacht auf 5 Sitten. Das ist nicht viel gebunkert. Da denkt sich, was wir alt gesagt kriegen, Japaner produzieren mehr billig den Draht wie mehr heute zu Belval. Und am Anfang, als schon am Plan auf 3 Schichten zu walzen, auf 2, auf 3, auf 2, das war schon der gewisse Anfang, dass man noch Kommanden da war. Die Stocke von der Arbeit war 1975 voll. Nach 4 Jahren, just vor der Krise, hat Lützeburger Siderurgie sämtliche Produktionsrekorder gebracht. Es wird so gut gefluppt an allen Ecken, dass sich die Luxus erlauben konnte, für mit uralen Anlagen weiter zu schaffen.
die schon längst total demodéiert wären an die längst hätte misisten ersat gin an dat gilt Besonderheit zu Lützeburg fir als Walzwieker die Dach generell gesinn ich dat ze wünschen ivrig gelos hunn, die dringend modernisierungsbedürftig wären an dem Moment wo natürlich dann Kris ausbricht do gëtt dann dubelsauer fir mat de so vereelsten Anlagen nach tant peu rentabel iwwer drnnen ze kommen. Ein Deel vun den Installationen net op der technischer Hecht an Stocke voll. So geht d'Arbeet an Krise ran. Eng Kris, die fir d'Eich als een fir de Stolsektor typischen zyklischen Abbruch verstan gëtt. Wie spéderecht ginn die strukturell Ursache nach vollem Umfang erkannt. Nous vendons actuellement en dessous de notre prix de revient et notablement en dessous. Donc les premiers mois de l'exercice 75 ont déjà été franchement mauvais, mais pas encore mauvais au point de nous faire perdre de l'argent. À fin mars, nous bouclons pratiquement sans gain ni perte, mais à partir du mois d'avril, nous nous attendons à des pertes très sérieuses. (1975) geht an d'Geschichtsbücher vun der Lützeburger Stohlproduktion als Schwarzdiuer an. 3 weiter Jahre soll Produktion an de Keller goen. Sehr ginn echt Installationen an Produktionsstrossen zougemach, freien dramatischen Heichpunkt, die egestännech MMRA zu Rodange an Atos riskiert 1977 an Faillit ze fallen. Da kann ich mir erinnern, dat do an de 70er Joren dat muss 770 gewircht sinn zu Rodange Großmanifestationen wären, dat finstere futige Schloue gesi vum Direktionsgebei, dat Schotter op Gleiser geschott gesinn, dat kein Eisenbahnstrafik mir wär der Lützeburg an der Belsch. Also dat war schon do eng Radikalisierung, die mir hai sicher Lützeburg net erlieft hunn. Lützeburger Gewerkschaften setzen iwwer dems iwwerzecht op Dialog. Mir sind kein Maschinenstirn, wir sind noch kein, die bis futtig lohn, sie schwierig Zeiten, dass man aus denen Zeiten machen. Und so wir doch fertigbrot, dem MRA geretzt zu kriegen, an dem schlussendlich die Regierung bereit war, Responsabilität zu überholen, an dem wir doch fertigbrot und das Arbeit bereit war, mal an die MRA ranzugehen, was nicht evident war, weil ein Schmelzmanner, wie für sie auch mal Probleme gewesen, die Produktion wie fortgewesen, die hätte sie dann vereinfacht gesot können überholen. Iwerall an der europäischer Siderurgie an dummer doch zu Lützeburg fenken d'Arbechter a Martinen ihr Familien nun sech Sorgen zu machen. Wir waren schon besorgt, wat gëttelo an wat geschiehtlo mat da is an freier war gewinnt, da den wann den zum Beispiel op der Arbeit kommmers, dann huet den de ugefallen, dat sie noch do op derselbeter Platz as se pensioniert gin. Dat war Bemol de mir so, dat stunge Bemol vorgestalt an dann den ich natürlich Gedanken. Da kaum eng Familie wo net eine der zwei an der Stohlindustrie geschaffen, so dat du schon Leiit instinktiv gespürt hun, van du es geschieht, dann betrifft es alle Götten zu Lützeburg. Wéi op Kris die sech immer mi klar aufzechen reagieren. Wéi evitéieren, dass Tausende vu Leute an de Chômage fallen. Planghäufir laie Kang am Tirang. Die Herren vun der Arbeit, Beamten an der Arbeiter, die hun noch kein Hefutti gemacht, kein Stollwirke Futti gemacht. Mit die habe ich studiert gemacht. Auch die, die es nicht heieren wollen, sollen nachher gesot kriegen, dass so wie die Vergangenheit von Lützeburg, auch die Zukunft von Lützeburg von der Stahlindustrie wird bestimmt gehen. Gewerkschaften machen Druck op die Regierung an der Patronat. An enger bret ugelöschner Manifestation fordern sie 1976 Tripartit, ein Entschädungsgremium, dat die 3 Sozialpartner, Regierung, Patronat a Salariat unsprengt. Wir haben gesehen, wie Konsequenzen vom Aufbau rund um Lützeburg, an Frankreich, Manifestationen, Krawallen, das war ganz dramatisch. Und wir waren der Meinung, dass wenn wir so eine Krise verkriegen als Lützeburg und die kommen, dass das einfach nicht ein neues Moment wie dat von einer großen Auseinandersetzung zu vollziehen. Und dafür wir dann die bei den Gewerkschaften, die da denen so versichern, zu summen und die Krise rumzugehen, für die am Konsens an den Griff zu kriegen, dann noch auch zu lesen
an zwar wo jeder eng Responsabilitéit mis droen Regierung, Patronat natürlich auch an Gewerkschaften, die dann duleiers hun der Leiit vertruden hun. Christch 1977 dann get Tripartitsgesetz an der Chamber gestimmt. Dommer dats de sogenannten Lützebauer Modell geboren. Ma secheet wären Gespräche net einfach hun alle Gëttommer verteich mis ze leieren, mat der Situationun fertig zu ginn. Wann e vun Haut op Mei konfrontéiert wat kën man machen fir Tausende vun Entlosungen ze verënneren, die eis wirklich Täz gemacht hätten zu Lützeburg. An darüber muss man ja wissen, dat en ganz viel Zulieferbetrieber vun der Stahlindustrie mat an echt Probleme mat rangerut sinn. Also et wär natürlich immer einfach. Dat war natürlich auch ein Lernprozess, weil fir Drwo wo man an enger Welt wo Ideologie auch gemanagt gin as han geschlossenen Dieren die missen den ganze Prozess machen fir das Sitverein op den nämlichchten Wissensstand gif kommen, den so objektiv wie méiglich do wär fir dat se kënnt drwer diskutieren. Mam Instrument reportet ass de Kader gesat, fir die neidech ekonomisch Mesuren zu holen, an Beschäftigung zu schützen. Zu Summe gëtt probéiert de Arbeit und déi Schicksal vum ganze Land geknappt ass ënner Därm ze greifen. De Konzern muss restrukturiert ginn, verschlankt a mé effizient. L'environnement économique actuel nous impose sa loi. Et cette loi, c'est celle-ci. Pour sauver des emplois à long terme, il faut en sacrifier à court terme. Oni Tripartit, sowohl national wie Stolltripartit hätten wir Problematik von der Stollkrise net geleist kind. Behaupte nicht, aber nicht dazu, da will ich mal so, dass ein Neischmiedung ist. Es war ein absolut positiven Punkt, dat war die Geest oder wann will den Deal, den du bestanden hue tschen Gewerkschaften, tschen Patronat von der Ideologie an der Regierung fir zu so okay, kann man ginn e gemeinsame Weh. Wir beginnen so, dass an dem Weh, dem wir beginnen, Sozialrechter vun de Salarien net dugepackt gin. Dat hecht Beschäftigungsgarantie, Abkommensgarantie. Wann man déi bewëlech kreen, se mor bereet, iwwer die strukturell Changementer ze diskutieren. Angst gëtt iwwer dems führen allem fir der Massenerbeslosigkeet. Leiit war iwwer zuviel. Da wo an Betrieb auch kom als war zuviel. Iwwer zuviel. Eng Betrieb an den anderen sind der Heirem zuviel. Dat sind da vum Walzwirk, wo vun 3 op 2 Schichte Gewaltsgin ass, sind do eng eng Party Leiit versat gin an den An vun dat Walzweg wat nach op 3 Schicht gewalt huet. Bemol huet dat Walzweg och op 2 Schicht gewalt oder Bengeschicht. Für de Chômage zu evitieren, gifir op die sogenannte Notstandsabechten am öffentlichen Anterie agericht, mi speit gëtt an DAG, Division Antikrise an Liewegeruf. An diesem Kader gëtt fir déi Abechter Beschäftigung organisiert, die op ihrer eigentlicher Platz zuviel sinn. Dazu geheiert doch Demolition vun unrentablen Installationen an der Siderurgie selber. Abechter rappen ihr ege Schmelzen auf. Jietfried ass beschäftigt gin. Wann net an der Produktion beschäftigt wär, wann net zu innerbetriebliche Krisen erbichten, wann net kommt in eng Drittfirma beschäftigt gin, dann huet de missen un Krisentravaux extraordinär, also Krisenerbichten Deelhoelen. Parkanlagen gebotzt oder na Jogeluet, duelzig gebotzt vum ICOD bis op Dümmelding. Und dann ganz viel op der Stroß geschafft, zum Beispiel Bëche habe ich net nëmmen einfach nëmmen Holz gemet, mir op Weo gelöet. An die Leiit, die do mat waren, die nicht natürlich eng eier draus gemet, fir dobausen dat Kee sollt soen, dat sie nie alles vun der Arbeit. Hebausen ass et gut, dats keng so hetz wie der Bannen, dats me just wie lang geht dat virieren. Wie bezielt dat an alles. A wie lang mé nach Hebausen bleiben. Bezölt gedackt zu großen Deler vom Staat. Heichpunkt sie bis zu 8000 Leute an der Antikrisendivision aktiv. Sie sind froh, hier schaffen zu verlieren. Von der Mufang auch nicht immer einfach ist, wie ihr seht, an Tag geheizt zu gehen. Wenn da zu viel waren, dann hast du gesagt, du gehen die 20 Mann, die gehen an die Division Antikrise. Die Nummer Leute, denen ist egal, das man so, aber es waren auch ganz viele, die waren da getauft. Das war für sie ein bisschen
Ich will net so eng Rufsetzung vun ihren Post. Sie hatten alle Gören gewisse Poste. Und do waren sie dann, sie waren do de Mann, entweder den nächsten Mann, zweiten Mann oder dritten Mann, egal, aber sie hatten sich da abgeschafft auf einen gewissen Posten. Do waren Leute, die haben 30 Jahre auf enger Platz geschafft, die haben das gekannt wie am Schlaf. Und sie kommen dann so zurück, wo sie dann müssen Schrotter braven oder so selbst mal. Das war nicht gerade dann günstig für die Moral, das muss man so sagen. Flexible Arbeitszeiten, Präretreat ja gefordert wird, Weiterbildung, Prime für die Paaren zu encouragieren, mit ganz verschiedenen Mesuren wird probiert, den Arbeitspersonalbestand aufzubauen. Sind überall verteilt, gehen andere Leute haben den Konto, wie gesagt wird, die haben die Aufwendung geholt und sie sind Privatschaft gegangen, sind auch die sich selbstständig gemäht gehen, so die nach Priorität gegangen, an all die Sachen, die haben mitgeholfen, dass die Leute verteilt sind. Das kann nicht losgehen. D'Arbeet ihrerseits antwort ufangs offensiv op d'Krise. Nach 1975 waren Investitionen an der Hecht vun iwwer 16 Milliarden Franken annoncéiert ginn. Installationune gi moderniséiert, tech 1977 an 1979 ass et beispielsweise de Bau vum Heichowen Seer bei Spellwall, de moment eng vun de leistungsstärksten Installationen an der Welt. Ma all Optimismus soll sech als verfried erweisen. Wie 1979 gemengt huet, dat schlimmst wie verstan, verschlechtert sech Situationun stënderlech. Das liegt ganz liegt Bierjobberem gangen, an do kommt dann natürlich, an das natürlich verschiedene psychologisch dubel schlimm, wann der schon aus enger Krise kommt, die dich bis erkrabbelt, an da könnt aber wirklich dünn Kussheck. Wo nach enkeier viel mich schlimm gëtt, dat kënnt dann no, aber dat ass bëssen so Situationun, wie se sich Ufang der 80er Joren aufgespielt huet, wo wirklich so dramatisch ginn ass. Hab du heraus dass Disziplin, die sich die europäische Stohlproduzenten selber oberlucht hatten, ufängt notzulosen. Nesenst den Überkapazitäten im Marché und die Energiepreise explodieren. Les temps actuels ne sont pas cléments, non plus pour le Grand-Duché de Luxembourg, et celui-ci se trouve confronté à la crise et la restructuration de sa principale industrie, celle qui a fait sa fortune depuis un siècle, où résultent d'âpres discussions, dominées par un sentiment d'interrogation et d'insécurité. D'Arbeet huet die finanziell Reservecher verbraucht fir die eischchte Krisephase ze meesteren an ass déi verschollt. En 1982 spëtzt sech d'Situatioun dann zo. Dat muss freides gewircht sinn, well Marché wären zo. An du kom de Präsident vun der Arbeit Emmanuel Tesch kom bei mich an huet gesot Herr Minister, mir brauche fir d nächste Woch 23 Milliarden Franken demals fir ze evaluieren. Sos muss mir einer Maßnahmen ergreifen an sovi. An ich mengen dat war Schock fir mich demals. Wo man gemengt hätte, mir wäre schon erst die meisten Dinge raus. Es sind du Rivergängen, dat war so kurz vor 6 Uhr, du werden Herr Werner, die werden der meine Staatsminister werden nach dem Büro, du nicht im Gesot läuft mal so an so. Herr Tesch war bei mir, die braucht 23 Milliarden. Und du hätt den Herr Werner gesagt, die war immer ganz ruhig, ich gesagt, gelebt muss, wenn wir das nicht fertig bringen, dann ist das den Ufang vom Ende von unserer Nation, von unserem Staat. À tel point wären die. Und das war eng. Es war ein Moment, muss ich ehrlich sagen, weil, wo ich damals auch als Finanzminister und ich war auch Arbeitsminister, nicht geschlafen habe. Wenn ich getrieben wird, was kann ich machen, für die Situation zu begehen. Wenn wir fertig wären, hat man nicht nur 23 Milliarden abgebracht. Wir hatten da über 50 Milliarden abgebracht. Durch all die Maßnahmen, die da noch getroffen sind. Eng Alternativ zur Rettung vun der Arbeit gëtt net. Ze eng sinn de Stohlproduzenten an Lützeburger Land mat denée verknappt. Für eine dramatische Situation zu einem gewissen Zeitpunkt rund 30.000 Menschen direkt an der Stahlindustrie, was nicht immer direkt engagiert waren. Da waren noch nach Zehntausende anderen, die von der Stahlindustrie
gelieft hun. Wann en bedenkt, dats man a gewissen Moment der 7.000–8.000 Leiit an der Dack hat, fir die aussergewéinech Erbechten ze mache, wann e wees wieviel 1000 Leiit an Präretritt gange sinn, da muss sech den Impact firstelle, wann all die Doten a Form vu Schoweren a enke do gewicht fir. Dann stelle ich mat vor, wo man zu en Jäger hätten fir dat ganz ze finanzéieren, méi och die kollateral schwiert, die do mat en Sterne wieieren op de Kommerz, op d' Handwerk, op Gesamtekonomie, dat wir eng fir Lützeburg existenziell froh gin. Großnational Solidarität das nedech fir d'Rettung vun der Arbeit ze finanzieren. 1982 as et d'Affeierung vun enger Contribution national d'investissement der sogenannter Krisen- oder Arbeitssteuer. Donieft gët den Index moduléiert an TVA erhéicht. Ich mengen dat eiert Lützeburger Verleg, dat an dem Moment, wo et wirklich Substanz vum Lützeburger Land gängen ass, sich zur Summe geraff huet fir all die Maßnahmen, die man du desideiert hun an dem einzelnen Gesetze auch der déi opgeschrieben. Wo ja du Krisesteuer, eng Solidaritätssteuer vun 10% op den Akkommens muss gesinn. mir hun Lein reduziert bei den Kadren, bei den Beamten, an den Erbichter vun der Stahlindustrie. Wir hun den Index moduliert wären Demos, muss sich bedenken, 82 Indextranche fällig. 6 Indextranche fällig. Muss op 5% limitiert. Wo Margen, Gewinnmargen agefro vun de Geschäfter an sovi alles dat, da muss ich immer gesinn. Dort noch mat Banken zu Summe gerufen fir Moratoire zu kreieren bei der Schuld. Ich meng David hat Demos, wenn ich mich gut erinnern, ungefähr 55 Milliarden Schuld. Ganz Lützeburg schëllef bezuelen. Peireduktionen bei den Arbeitssalarien a Steuererhechungen fir Jidvereen. Mesuren, mat denen awer nach lang net all Mënsch averstanden ass. Wann ich bei Leitgangen sinn an Versammlungen am Süden am Minet an der schon der Leiit erzielt an 5% von ihrem Lohn op die verzichten, da dat net einfach wann ich schon awer gesot hun, dat ganz zu Land gif helfen och hier Situation retten, dann hunn se dat verstanden. Wann ich dann han der Leitling a Versammlungen gegangen sinn, an ich hun der Leiit gesot mis 12% kontribuieren an der Solidaritätssteuer, wenn se net glücklich han ich auf der Leiit gesot, wann dat net macht, da geht an eher Familien an Leiit an die Stahlindustrie, die machen noch bezwellen dat noch an plus e Lohnverzicht 5%, méi dann hun Leiit dat verstand Leiit hat den Gefiel, dat der Moment wievi effektiv Solidarität spielen zu lassen. Man hat man meistlich 24 Uhr weg zu Niederwalz. Und da hat man ganz viel Kontakt mit den Wälzer. Und du man so oft zu hören kriegt, ja, du hast Krisesteuer angefordert, du können mehr viel Recht bezahlen. Dann habe ich alles geantwortet. Und dann haben sie mich ein bisschen gefragt, ich würde dann am Mehrheit geantwortet. Wie du es da gesagt hast. Und ich gesagt, Jahren nach Jahren hat er einigermaßen gut am Eislig gelebt von einer schweren Arbeit auf der Arbeit. Da waren sie da paff, bis wir mal den nächsten dasselbe gesagt haben, bis ich das repetiert habe. Und die Stadt haben das doch annimmt. Aber die hat sich echt dagegen, wie die Eisliger. Die Eisliger konnten sich nach nur 3 Jahren drin halten. Et ass e finanzielle Kraftakt, mat dem de Lützeburger Staat seng Stahlindustrie unterstützt. So gintech 1975 an 1987 enorm 47,5 Milliarden Franc investiert, fir d'Arbeit aufzusichern. Iwertalschen vun der Restrukturation vun der Arbeit gëtt vum Staat bezuelt. Am Dommerda geht er e großen Deel vun den Arbeitaktien a staatliche Besitz. Ich will soen, dass die Zeit Solidaritätssteuer eng Nationalsteuer war, dass auch der Staat aus den Moyen, die en hat Maximum zur Verfügung gestellt wird, für die Stahlindustrie zu retten, anders aber auch Arbeit. Und das muss ihnen streichen, all Geld, was sie hat, locker gemacht wird, für hier dazu beizutragen. Also schon, wenn ich will, etwas Einmaliges Arbeit hier selber verkauft. 1974 wurde Arbeit
eng vun denen beste kapitaliséierten Firmen a ganz Europa an 1982, wo d'Arbeet so héich verschollt, dat ze Bälnemi iwwer Tronnen kommmers oder dat sind iwwer Tronne kom wé, wann die Umstrukturierung net zustand kommmers. Den Industrieexpert Jean Gondois gëtt vun der Regierung chargéiert e rapport auszuschaffen mat Rekommandationen wéi d Restrukturatioun vun der Arbeit kéint ausgesinn. E rapport den awer nëmmen zum Deel ëmgesat gëtt. Den Herr Gondois wollt eigentlich het Propositionun noch gemerk fir e grossen Deel vun denen besten Deler am Konzern, die iwrig bliwen sinn, notamment Brasilien oder Zielmeer zu Gent, fir déi eventuell och ofzeginn a fir dommer en Kontributionun fir zum Finanzement vun der Lützeburger Stahlindustrie zu werden. Wann dat geschitt wär ma haut men gewircht, well donno hummer gesinn, dat eigentlich de Konzern fertig bräucht huet, fir dats dabei doch zu Lützeburg nach Kapazitäten hunn fir weiter ze investieren an der partikulier die ganze Transformation, die industrielle Transformation zu reüssieren, fir vun der Filiere intégré op Filiere elektrik iwwer zu gehen. Zwar kon net evitéiert ginn, dat vill Arbeitsplaze wäschgefall sinn, Plazen absens fir Manner qualifiziert Leiit, man mat all de getroffene Mesuren, wo derwer keen Arbeiter missen direkt entlosgin. Szene wie der H4 an der Lorraine zu Lunki oder so, wo Rosenerbichter op Stroos gin, an alles Futtichloen an de Schmelzen, Bobine vu Blech op Strose kippen, an op Deisebune kippen, wo praktisch Bilder gesinn huet wie bei Emöten, so wo CRSen drageschloen huet, so etwas hatte mir halt zu Lützeburg Gott sei Dank net. An dat huet ganz eindeutig bis du mat ze dien, dat niwer de Bié vun der Tripartit die Krisdach awer besser am Griff hatten wie als Ausländer schnoperen. Mitte nachscher Joren da verzeien sech die deichte Wolke loser los. 1984 geht Stahlproduktion nees an Lucht, an et gi noch endlich nees Gewënner verzeechend. D'Arbeet restrukturiert, verschlang der moderniséiert sech. De Konzern spezialiséiert sech op bestimmte Produien an optiméiert dementsprechend seng Anlagen. Wenn Land fertig bräuchte, der das eigentlich fir eng Neistohlindustrie opzurichten, weil dat voren dun Neiwirker an die Neiwirker sind ergänzt gi noch durch eng ganz tiefgreifend Modernisation vun den Walzwirker, ob mans die strategisch Walzwirker Kreisstroos as neigemerk gin, den Mittelleisestroos zu Belval as nei gebaut gin, an Pauplanchestroos as moderniséiert gin an den ganz Reif vun den anderen Strosse sie noch modernisiert. Das ich konnte so, dass man dem Moment eng nei Stahlindustrie opgeriecht hunn a gesot hunn, die dort as eigentlich kapabel fir die nächsten 20 Jahre enkeier Remenkeier ze läfen an noch den Lützeburger Händel an der internationaler Stahlwelt weiter sich ze bewegen. Onrentabel Produktionsstrosse ginn zougemach, die entsprechend Zite ginn aufgerat. 1986 beispielsweise se Fermeteur an Demolition vun der Diedlinger Schmelz. Vun 30 Lützeburger Hegiewen bleiwen der No-Krise Rationalisierung just nach 6 iwrech. 400 Krise goufen an der Lützeburger Stahlindustrie nach iwwer 27.000 Beschäftigter gezielt. Knapp 10 Jahre mich spät sinnet er just nach halb soviel. Eng Zuel die weiter soll darauf goen. D'Arbeitslosigkeit zu Lützeburg klimmt an de Krisejoren iwwer dem op just 3.900 Schomeren. Wir sind sozial gesinn, mat engem Bloner der Fucker, weil man eben die Beschäftigungs- an Abkommensgarantie vun Ufang Gunn realiséiert hunn, as auch konnten erhalen, noch van dat viel Geld kascht huet. Dobei as het natürlich fir ons Land een riese Glück gewircht, dat praktisch parallel zum Aufbau von der Siderurgie sich der Sektor Finanzier, der Bankplatz praktisch explosionsartig entwickelt huet, sodat aber relativ schnell ein Equiliber kommt
hier gestalt gehen. Finanzplatz konnte ich entwickeln an viel andere Betriebe konnten die Schweizer Lützburg implantieren, dat wenn natürlich auch zu einem Deel der Verdienst von dem sozialen Frieden. Da war verschiedene Berufsstände, die gesagt haben, die Herren von der Stahlindustrie, die haben immer mal einen Hege Fuß geliefert und so weiter. Aber trotzdem haben sie mitgezogen an, ich meine, der letzte Jahr, wenn ich ein Urteil darüber hervorgehe, hat gewöhnlich gesunde Menschen verstanden. Der letzte Jahr, der weiß, ob ein glaubwürdige Politik möchte, die seine Unterstützung verdient, und dann zieht er mit. Wir müssen natürlich kommunizieren wissen. Wir müssen eben Matteile wissen, an Hai wäre eine schwere Situation, und sie sind mitgegangen ins letzte Jahr. Stohlkrise hat Lützebäuers Ideologie verändert. Den Essor von der Finanzplatz über dem den Übergang vereinfacht. Die Lützebäuer Ökonomie, gerade wie die Stahlindustrie, und ein neues Gesicht kriegt.